Herzlich willkommen zu Talk and Prayer. Hey, schön bist du mit dabei. Pat Cleaver, unser Online-Community-Pastor Hallo. und ich, hallo. Wir freuen uns mega, zusammen mit dir an diesem Dienstagmittag die Predigt zu vertiefen von letzten Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir Travis Hearns in der Haus. Mega Predigt, oder? Mega Predigt, Come genau. on. Er hat eine Message gehalten, also man kann eigentlich fast wie sagen, er war ein lebendiges Zeugnis auf der Bühne. Weil er hat von Heilung gesprochen, von einer Heilung, die er selber an seinem Körper erlebt hat. Und er war so ermutigend. Die ganze Message hindurch war so ermutigend. Und gell, wenn ein Mann auf der Bühne steht, der wirklich in einem Struggle, in einer Anfechtung war, dann kannst du nichts mehr sagen. Dann bist du Schachmatt und dann glaubst du einfach, was er sagt. Voll. Weil es hat Kraft, das, was er gesagt hat. Und wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, hör sie dir nach. Es hat lohnt sich. Impact. Es lohnt sich es wirklich. lohnt sich definitiv. Ja. Er hat zum Thema gepredigt, erachte alles für Freude. Und nur schon dieser Satz, der löst in mir etwas aus. Erachte alles für Freude. Wirklich alles? Ich denke, ja, also das fordert mich heraus, Pat. Ja, alles. voll. Also es ist nicht einfach. Nein. Es ist nicht einfach und ganz ehrlich, gerade auch in der Situation, die er war, Genau. also dass er so in der Form den Vers so leben konnte, Hut ab, Wahnsinn. genau. Aber das auf meine Situation oder auch in unserem normalen Leben, verrückt. Ja, Das wirklich so leben zu können, das ist Genau, wirklich genau. herausfordernd. Ja. Ja. Hm. Ja, wir wollen gleich Travis Hearns selber sprechen lassen und dazu werden wir uns jetzt einen kurzen Clip anschauen. Whatever you're going through today, Was auch immer du gerade durchmachst jetzt. I want you to know that God is going with you. Ich möchte dir sagen, Gott geht dadurch mit dir. He's with you. Er ist mit dir. He's for you. Er ist für dich. He's fighting for you. Er kämpft für dich. He sees you. Er sieht dich. He sees your situation. Er sieht deine Situation. And you can count it all joy. Und du kannst es als Freude betrachten. Genau, und das sprechen wir beide dir auch zu heute, der du zuschaust. Wir sprechen dir zu, dass Gott für dich ist, dass Gott mit dir ist und dass Gott dich sieht, dass Gott dich in deinem Struggle, in deiner Anfechtung sieht. Und ich möchte dir hier gleich einfach einen Bibelvers vorlesen, der das unterstreichen soll, damit wir danach wirklich so richtig eintauchen und die Message vertiefen können. Hier in Jakobus 1, 2-4 steht: Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude. Erachtet es für lauter Freude, Ja. wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Anfechtung bedeutet nichts anderes als, wenn du in einer Prüfung bist, die dein Glauben gefährden sollte. In irgendeiner Situation eben, die dein Glauben gefährden sollte. Das ist Anfechtung. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wow, das ist ein krasser Vers, oder? Hey, ist es wirklich, vor allem wenn man sich so verschiedene Situationen anschaut, also in der Leute Probleme oder Herausforderungen oder Anfechtungen vielleicht auch bekommen können, oder in Ehe, Gesundheit, Job, Finanzen Ja. und da auch wirklich diese Freude zu haben, ja, Das ist sehr krass. herausfordernd, Krass. sehr Eben, herausfordernd. das ist so allumfassend, oder? Es geht hier nicht nur um Gesundheit körperlich, es geht hier, es hat so viel mehr Facetten, wie wir angefochten werden können und wirklich auch angefochten sind. Ich denke, das ist eine Tatsache, wir können das ja nicht absprechen, oder? Ja. Genau. Ja, vollkommen richtig. Hey, lass uns doch da einfach zum Anfang einfach beten, oder? Ja. Dass wir das einfach vor Gott legen dürfen, egal was deine Situation ist, dass wir da einfach wirklich reinsprechen dürfen, und zwar nicht Isa und ich, sondern wirklich alle, dass wir jetzt gemeinsam einfach diese Dinge vor Gott bringen können. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du dich um uns kümmerst, dass du dich für jede einzelne Situation umsorgen möchtest, Jesus, dass du mit uns gemeinsam durchgehst, Jesus. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns jetzt einen Weg gibst, dass du uns Weisheit gibst, wie du uns durchleiten möchtest durch diese Situation, Jesus. Und wir legen das einfach vor dich, Jesus.
Amen. Und wir danken dir, Jesus, dass du in unseren Situationen, in denen wir drinstehen, in denen wir angefochten sind, dass du uns Freude gibst und Geduld. Das sind beides Früchte von dir, Heiliger Geist. Und die brauchen wir und wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns begleitest, dass du wirklich unser Freund bist, den wir fast anfassen können, dass wir einfach diese Gewissheit haben, dass du mit uns bist, dass du für uns bist und dass du uns keine Sekunde aus den Augen lässt. Danke, dass du unser Fürsprecher bist und uns auch immer wieder diesen Mut und diese Freude und diese Geduld in dem Ganzen drin einfach immer wieder gibst, dass du uns überschüttest, das erwarten wir. Weil wenn du es nicht machst, dann kann es niemand sonst tun, weil wenn du es machst, hat es Kraft, hat es Autorität, bewegt es, verändert es und das wollen wir erleben. Wir wollen Leben verändert sehen, wir wollen unsere Leben verändert sehen, wir wollen dein Leben verändert sehen, wir wollen sehen, wie du wirkst, Heiliger Geist. Weil wenn du es nicht tust, dann können wir einpacken und das haben wir nicht vor, weil wir stellen uns dir zur Verfügung und wir stellen uns hin und sagen, du sollst wirken. Danke, Jesus. Amen. Amen, ja. Ich habe gerade einfach mal die Frage in den Chat geschrieben, oder in welchem Bereich Leute vielleicht gerade Gebet einfach brauchen. Dann können wir darauf auch eingehen. Ja, danke, dass du in den Chat reinschreibst. Das hilft uns sehr, wirklich. Und wir wollen dann auch dafür beten, weil es ist uns ein Anliegen, weil wir glauben, Gebet verändert, oder? Ja, gell? voll. Da sind wir 100% dafür. Ich finde es so cool, Leo sagte mal, eine betende Kirche ist eine starke Kirche. Ja. Ich finde es so gut und gerade in diesen Themen finde ich es so wichtig. Das heißt, ich bin im Chat mit drin, werde da einfach mit reinschauen und genau, wir werden nicht für jedes Anliegen beten können, aber wir werden versuchen, einiges da auch mit reinzunehmen. Ja. Hey Pat, mich würde Wunder nehmen, was sagst du dazu, eben wenn es darum geht, wie kann ich lauter Freude empfinden in der Anfechtung, in dem Problem, eben in dem Struggle, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Wie soll das gehen? Weil wenn ich mir menschlich das überlege, dann, also ich sage dir jetzt mal, wie ich mir das vorstelle. Okay, ich stelle mich hin und ich sage mir, okay, ich muss jetzt Freude haben und das ist so verkrampft, das kann ja nicht funktionieren. Ja, wie machst du das? Ja, das stimmt. Hey, ich finde es mega herausfordernd, aber ich glaube, es kommt nicht aus einer Überzeugung, die im Kopf ist, sondern ich glaube, es kommt aus einer Überzeugung, die im Herzen ist. Ich habe mit Travis Hearn am Sonntag darüber gesprochen, weil ich ihm eine ähnliche Frage gestellt habe und was ich so krass bei ihm fand, bei seiner Story finde, ist, dass er hat gesagt, dass er sich nicht daran erinnern kann, in dem Moment, wo er diesen Herzinfarkt hatte, dass er gesagt hat, count it all joy, sondern seine Frau hat es ihm gesagt. Er konnte sich in dem Moment nicht an die Namen seiner Kinder erinnern, noch an irgendwas anderes, sondern er hat halt einfach gesagt, count it all joy. Und für mich ist das so ein Bild, dass es aus einem Überfluss kommt, mit was wir uns befassen. Also, dass es nicht nur etwas ist, was ich muss jetzt, sondern mehr so, in Sprüche sagt es, womit das Herz voll ist, wird der Mund übersprudeln. Ja. Und ich glaube, wenn das eine Herzenssache ist, wenn wir uns einfach mit Jesus auseinandersetzen, mit der Bibel auseinandersetzen und ihn an erste Stelle setzen, dann ist es eine Herzensangelegenheit. Und dann wird nicht alles einfach werden, sondern aber die Art und Weise, wie wir dann an gewisse Dinge drangehen, also gewisse auch die Herausforderungen, wie wir da drangehen, wird aus einer Freude sein und nicht aus einer Verkrampftheit sein, dass ich muss jetzt Freude haben, sondern genau, also was ich erlebt habe, ist, dass Gott, wenn ich schwierige Situationen habe und nur selber darüber nachdenke und versuche Lösungen zu finden, dann drehe ich mich im Kreis. Dann drehe ich mich ständig im Kreis. Und ich habe aber das Gefühl, dass wenn Jesus reingekommen ist in diese Situation und mir geholfen hat, dann heißt es nicht, dass die Situation sofort gelöst war, aber dass ich wie so eine Vogelperspektive von der Situation bekommen habe und mehr diese Freude leben durfte, weil
ich mich auf Jesus konzentriert habe. Macht das Ja, Sinn? das macht mega Sinn. Ja. Und vor allem, da kommt auch wieder eben dieser Bibelvers, den ich jetzt vorgelesen habe am Anfang, da geht es auch wieder in diese Geduld hinein, oder? Du hast dann die Freude in der Geduld, weil du weißt ja schlussendlich nicht, wie die Situation ausgehen Ja. wird. Du überlässt das Gott, aber Ja. du hast in dem drin, kann ich auch sagen, einen Frieden. Ja. Frieden, Freude, Ja. das ist nahe beieinander. Genau. Und das ist wiederum nicht zu erklären, oder? Ja. Das kannst du eigentlich genau. nicht wirklich erklären, weil der ist übernatürlich. Ja. Und das aber resultiert wieder daraus, Ja. was du gelebt hast. Oder was du dir anhörst, was du dir anschaust, mit was du dich befasst. Und das, habe ich richtig verstanden, ist in dein Herz gepflanzt und transportiert sich dann in dein Gehirn und erinnert dich daran, halt, stopp, Genau. cool bleiben. Ja. Ich weiß nicht, wie es kommt, Ja. aber Ja, weil bei Travis Hearn war das genau der Punkt, oder? Dass er war in der Situation nicht mehr Herr seiner Gedanken, so in dem Sinne, Ja. weil er den Herzinfarkt hatte und dementsprechend einfach nicht mehr, er wusste sich nicht mehr zurecht. Aber trotzdem kam dieses Count It All Joy, war so das, was übergesprudelt ist, und demnach ist das, womit sein Herz voll war. mega cool. Und das gibt uns Hoffnung, oder? Voll. Das gibt uns Hoffnung, uns daran einfach zu erinnern oder einen Lifestyle zu leben und darauf zu achten, was höre ich mir an, was schaue ich mir an und was... Oder das Ja, kommt voll. dann auch in unsere Gedanken hinein. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir dem Wort Gottes mehr glauben. Eben, das ist das, was dann aus diesem Mann herausgekommen ist, dass wir dem Wort Gottes mehr Glauben schenken als gewissen Menschen, die etwas über uns aussprechen. Vor allen Dingen, weil seine Story, ja, und schaut es euch an, wenn Ja, ihr es noch unbedingt. nicht geschaut habt, aber wenn ihr es geschaut habt, dann wisst ihr, worüber ich rede, aber seine Frau hat ja mit dem Arzt geredet, der Arzt hatte dann gesagt, hey, Ja. ihr Mann wird für immer so bleiben, es Ja. ist nicht mehr rückgängig zu Ja. machen, und die Frau hat sich dafür entschieden, zu sagen, hey, count it all joy, und hat auf Jesus gehofft, und es ist ja alles gut geworden. Das ist nicht immer der Fall. Nein. Das ist Oh so, nein. so passiert. Ja. Aber in dem Fall war es so, und es ist Wahnsinn, dass es so gekommen ist. Ja, Und genau. eher auf das zu hören, was Gott einem sagt, weil er der große Arzt Ja. ist oder er der große Finanzberater oder er der Genau. große Eheberater. Und es ist nicht auf das zu schauen, was, Ja. was menschlich möglich Genau. ist, sondern auf das zu schauen, was göttlich Ja, möglich und das ist. ermutigt uns auch, in der Geduld dran zu bleiben, wenn das Wunder eben nicht zack passiert, sondern eben wenn es auf sich warten lässt oder vielleicht sogar gar nie eintrifft. Oder das kann auch sein, weil es ist kein Garant, dass wenn ich in meinem Herzen glaube, dass wenn ich Freude habe, dass wenn ich mich auf Gott verlasse, einfach alles gut kommt. Ich denke, das ist auch ein Punkt. Oder was schreiben die Leute im Chat? Genau, ich schau gerade rein, weil einige Leute fragen einfach um Gebet für ihre Ehen. Also es sind einige Leute, die da einfach Anfechtung haben. Auch gesundheitlich sind einige Leute, die kleinere Sachen, aber auch größere Sachen haben. Genau. Also das ist so das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Ich schaue noch mal weiter durch. Aber Dann gerade bete Ehe ich. und Erkrankungen sind Okay. genau. Dann bete ich jetzt gerne für die Anliegen. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du unser Gott bist. Dass du der bist, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Dass du der bist, der für uns überwunden hat. Dass du unser Retter bist. Dass du unser großer Bruder bist. Dass du deinen Heiligen Geist uns zurückgelassen hast. Damit wir nicht alleine sind, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir diesen Freund haben, der uns hilft und uns durchträgt in Situationen, die auswegslos erscheinen. Aber das brechen wir in deinem Namen, weil es ist keine Situation auswegslos. Du bist der Herr, der heilt. Du bist der Herr, der verbindet. Du bist Jesus, der mit uns zusammen weint. Du bist der Herr, der mit uns durch diese dunklen Täler geht. Du bist der sagt, ey, ich gebe euch ein leichtes, ein sanftes Joch. Und du bist der die Herrschaft hat. Du hast die Herrschaft. Und wir gehören dir. Und darum ist keine Situation auswegslos. Und das spreche ich jetzt in Ehen hinein. Dass hier Perspektiven freigesetzt werden.
Und wir binden Perspektivelosigkeit, wir binden wirklich diese Frustration und wir binden Auswegslosigkeit in deinem Namen, Jesus. Und wir rufen heraus, dass für jede Situation und auch diese Ehen, die legen wir dir hin, dass du es nehmen kannst und Heilung hineinsprechen kannst, dass du der bist, der neu verbinden kann, der neue Connections schaffen kann, dass du der bist, der die Körper anrührt, dass du der bist, der Perspektive gibt, weil du bist der Arzt, du zeigst, wie weiter, du zeigst, welche Medikamente, du zeigst, welche Schritte, du zeigst einfach auf, wie weiter. Du bist der spontan heilt und du bist aber auch der in Schritte heilt. Und ich danke dir einfach von Herzen, dass wir jetzt Heilung aussprechen dürfen in deinem Namen. Ja. Ich liebe, was Aaron geschrieben hat. Er sagt, lass uns nicht erfahrungsorientiert sein, sondern verheißungsorientiert. Oh, ich finde das tief. sehr, sehr gut. Sehr War dann tief. Aaron richtig gut. Mega cool. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für jedes Wunder, das du tust, für jeden, der jetzt gerade hier ist, Jesus. Ich bete für jede Ehe, die Durchbrüche braucht, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du kommst und Herzen weich machst. Ich bete, Jesus, dass du diese Menschen wieder zueinander finden lässt, Jesus, und dass Ehen wiederhergestellt werden, Jesus, dass Familien wiederhergestellt werden, Jesus. Ich bete für jede Erkrankung, die jetzt gerade da ist, Jesus. Ich bete für deine Heilung, Vater, weil ich weiß, dass du es kannst, Jesus. Du bist der große Arzt, du bist der beste Ehecoach, du bist der beste Finanzberater, Jesus. Und für dich ist es wirklich nur ein Fingerschnipsen oder nicht mal das. Und es ist alles gut, aber ich weiß auch, Jesus, dass du uns häufig durch einen Prozess durchnimmst, Jesus, und auch, dass auch dieser Prozess häufig gut ist, Jesus. Und in dem Ganzen, ich möchte dich 100%ig für Durchbrüche beten und 100%ig für jetzt sofortige Heilung beten. Ich bete, dass das eintrifft, Jesus, sowohl körperlich als auch auf Beziehungsebene, auf finanzieller Ebene, auf Jobebene, Jesus, weil ich weiß, dass du es kannst. Und gleichzeitig möchte ich dir einfach Danke sagen für den Prozess, durch den wir da durchgehen können, Jesus, und dürfen, und schleife uns in dem Prozess, Jesus, wenn es ein Prozess ist. Aber du bist derjenige, Jesus, dem wir vertrauen dürfen, dass du einen guten Weg hast, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte gleich auch einfach alles, was jetzt da so religiös hinein kommt, das möchte ich einfach auch noch binden in Jesu Namen, weil der Punkt ist, so viele Leute, ich spreche mit so vielen Menschen, und was mich immer so schmerzt, ist, dass die Menschen dann kommen und sagen, ja, weißt du, das ist jetzt halt mein Rucksack, den ich tragen muss, oder was gibt es noch so für Aussprachen, so ich habe das verdient zum Beispiel. Ja. Und ich finde das so krass, weil das ist einfach nicht wahr. Ja. Natürlich hast du einen Rucksack, aber wo können wir den deponieren? Ja. Wir können den Rucksack nehmen und sagen, schau Jesus, er ist mir zu schwer, er hat zu viele Steine drin, ich bringe ihn dir vors Kreuz, ich lege ihn ab und ich danke dir, dass ich jetzt im Gegenzug einfach diese Freude, diese Geduld nehmen kann und wissen, dass du in dem mit mir drin bist. Ja. Ja, das ist gut. Und das brechen wir in Jesu Namen, diese religiösen Floskeln, die einfach einem wieder sagen, ja, du hast das und das gemacht, jetzt bist du selber schuld. Das ist jetzt die Quittung, das ist die Konsequenz. Nein, das ist nicht so. Danke, dass du, auch wenn wir Fehler bewusst gemacht haben oder eben auch unbewusst oder es gar keine Fehler waren, du bist immer mit uns, du bist immer für uns. Und du bist nicht der uns verurteilt und sagt, ja, jetzt shoppe ich dir nochmal einen Stein in den Rucksack, sondern nein, wir können den ganzen Ballast dir abgeben und das tun wir jetzt in diesem Moment. Und ich spreche uns frei von Schuld, ich spreche uns frei von Anklage. Der Ankläger muss verstummen. Und ich löse jetzt wirklich diese Stimme des Heiligen Geistes, die zu dir flüstert und die dich auferbaut und die dir hilft, die dich ermutigt und dir Perspektive gibt, Lösungsansätze gibt, wie weiter. Das sprechen wir aus über uns. Amen. Amen. Ich habe auf dem Hinweg hierhin
unabhängig von dem Thema heute. Ich höre gerade durch die Bibel, also ich lese sie nicht, sondern ich höre gerade durch die Bibel jetzt dieses Jahr und bin jetzt gerade bei Hiob angekommen. Ui. Und gerade heute war, ich glaube, Schön. Hiob 2 oder 3 Ja. und es passt halt mega in die Situation oder in das Thema natürlich rein. Aber ich fand es so interessant, einfach wie Hiob, also wirklich schlimme Sachen zu ihm passiert sind, aber er immer wieder zu Gott geschaut hat Ja, und immer mega wieder krass. ihm die Ehre gegeben hat und nicht von ihm weggegangen ist. Ja. Sehr, sehr krass. Und das Krasse war, da erinnere ich mich jetzt an die Freunde von Hiob. Ja, voll. Was sie ihm alles geraten haben, Ja. was er alles hätte anders machen können oder hätte sollen tun oder was auch immer. Und Gott hat schlussendlich, ist er ins Gericht gegangen mit den Freunden. Das ist eben genau das religiöse Zeugs, das wir irgendwie einfach nicht mehr brauchen, Ja, voll. oder? Ja, Und voll. das ist mega cool. Ja, richtig gut. Hey Pat, wenn du Anfechtung erlebst, vertieft das deinen Glauben und dein Vertrauen zu Gott? Oder wie könntest du das beschreiben? Was Ja. macht es, wenn du Anfechtung erlebst? Ja. Es kommt ganz drauf an, wie ich mit dieser Anfechtung umgehe. Also, Hättest du ein Beispiel, Ja. ein konkretes Beispiel? ja. Ja. Ist jetzt mega persönlich, von einfach eine Story aus unserem Leben und es ist so, dass meine Frau und ich habe es zwischendurch schon mal erzählt, dass wir, bevor wir in die Schweiz gekommen sind, in Australien gelebt haben und in Australien auch nicht alles einfach war, gar keine Frage. Also es gab viele Herausforderungen, über die ich auch Bücher schreiben kann, aber es ist von dem, wir haben 4,5 Jahre dort gelebt, wir haben uns wirklich ein Leben aufgebaut dort, weil wir langfristig damit geglaubt haben, dass wir langfristig in Australien, also den Rest unseres Lebens in Australien bleiben werden und dementsprechend haben wir auch unser Leben auch aufgebaut und ich bin ein Mensch, ich liebe das Meer und ich liebe Surfen, ich liebe alles, was so diesen Lifestyle, der damit Siehst halt auch kommt. so aus. Danke. Und seitdem ich 12 war, habe ich davon geträumt, irgendwann mal in einem Ort zu leben, wo ich nah am Wasser lebe, also nah am Meer lebe. Und das ist dann irgendwann mal wahr geworden, wo wir nach Australien gezogen sind. Und wir haben uns dort wirklich das Leben aufgebaut, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie gesagt, Also nicht du alles hast einfach. dort deinen Traum leben können. So, genau, im Prinzip, wie gesagt, viele Herausforderungen gehabt, aber es gab viele Dinge, die einfach wirklich unser Traum waren oder auch mein Traum waren, den wir einfach leben durften. Und dann aufgrund von Corona und verschiedenen Sachen mussten wir dann letztendlich das Land verlassen und sind dann hier in die Schweiz gekommen und die Schweiz ist ebenfalls extremst schön. Es ist wirklich ein sehr, sehr schön, aber sehr, sehr anders von dem, was wir in Australien, wie wir in Australien gelebt haben. Und auch hier in der Schweiz anzukommen, hat einfach eine Zeit lang gedauert. Wir kommen in gewisser Weise immer noch an. Wir sind jetzt 2 Jahre hier und es gibt immer noch Dinge, wo wir einfach immer noch ankommen. Meine Frau und ich sind beide Homemaker. Wir lieben es Abenteuer, wir lieben auch Dinge, die man nicht unbedingt planen kann, grundsätzlich, aber wir lieben es einfach, einen guten Rückzugsort zu haben, wo wir unsere Sachen haben, wo wir uns einfach wohlfühlen. Meine Frau liebt es, Sachen schön zu machen und das macht sie auch extremst gut. Und hier in der Schweiz war es halt einfach so, dass wir erstmal in einer Wohnung gelandet sind, einfach die erste, die wir gekriegt haben, haben wir genommen und es war nicht so ganz einfach für uns, um ganz ehrlich zu sein und wir sind jetzt im Dezember endlich eine Wohnung angezogen, wo wir uns wesentlich wohler fühlen, aber es hat wirklich 1,5 Jahre gedauert und es gibt andere Aspekte, wo wir jetzt 2 Jahre hier sind und es immer noch eine Zeit lang dauert, bis wir wirklich, wo wir einfach merken, wir sind immer noch nicht richtig angekommen, aber die Sachen hatten wir in Australien, also wir waren schon an dem Punkt und hier bauen wir das Ganze einfach wieder auf. Und Also ist das ein Schmerz vom Loslassen, hey, voll, ja. Und das ist ein Prozess, durch den ich durchgegangen bin und immer noch auch durchgehe, ist dieser Prozess, gewisse Dinge loslassen zu müssen, zu dürfen und auch gewisse Dinge anzunehmen, die hier anders sind, nicht schlechter sind, das in keinster Weise, aber einfach für mich persönlich anders sind und ich sie deswegen auch annehmen muss und damit auch lernen muss zu leben. Und diesen Prozess, eine Zeit lang habe ich das versucht selber zu machen, selber diesen Prozess mit mir zu vereinbaren und daran bin ich kaputt gegangen. Wo ich angefangen habe, das mehr mit Gott zu machen und Gott
einfach zu fragen, ihm das abzugeben, das ist der Moment, wo es für mich tatsächlich einfacher geworden ist. Und um da auf deine Frage zurückzukommen, es kommt halt dementsprechend drauf an, wie man das angeht, ob man näher an Gott drankommt oder nicht. Wenn man es, wo ich es alleine versucht habe, Ja. bin ich natürlich nicht näher an Gott rangekommen und ich bin auch nicht glücklicher geworden. Ja, Also ich bin auch nicht zufrieden gewesen, also nicht nur glücklich, sondern nicht zufrieden gewesen und habe auch diese Freude überhaupt nicht gehabt. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100%ig da bin, dass ich diese Freude 100%ig habe, aber seitdem ich gesagt habe, okay Gott, ich gebe das dir ab und ich möchte mit dir zusammen da durchgehen, ist es einfacher geworden. Und es ist nicht immer einfach, auch Freude darüber zu haben, aber es ist einfacher geworden, das anzunehmen, dass das, was ich verloren habe, auch als solches zu lassen und nach vorne zu schauen. Und ich bin ein Typ, ich liebe es, nach vorne zu schauen, zu gucken, okay, was könnte sein, wo können wir hingehen? Und ich habe es eine Zeit lang nicht gehabt. Ja, Ich und einfach das wäre ja auch diese Anfechtung, oder? Da hättest Voll. du auch anfangen können zu zweifeln am Glauben. Ist es wirklich Voll. richtig? Bin ich wirklich am Ja, voll. richtigen Ort? Ja. Hat Gott einen Fehler gemacht? Wie auch immer. Ja. Hat mich da rausgerissen? Hat Ja. mich entwurzelt? Das ist Die mega Fragen krass. habe ich gehabt. Ja, eben. Das, Ja. das habe ich jetzt gespürt. Und ich denke, bei dir ist es jetzt eben ein Prozess, oder? Das ist jetzt nicht einfach von heute auf morgen hast du das, und es ist auch immer wieder ein Entscheid. Will ich mich darauf einlassen und wirklich eben, was hat der Aaron gesagt, auf verheißungsorientiert. Genau. Angeblich hat Leo das gesagt. Er hat es im Chat nochmal klargestellt. Aber genau, ja. Ja gut, Leo. Ja. Also nicht erfahrungsorientiert, genau. sondern verheißungsorientiert. Ja, genau. Aber Ja. eben, das ist schon krass. Eben und dann kannst du auch hinstehen und eben in dieser Geduld, Ja. Bibelvers vom Anfang, kannst du in dieser Geduld diese Freude auch Voll. produzieren. Also nicht produzieren von Ja. dir aus, sondern dir schenken lassen. Das ist schon ein Unterschied. Voll. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo es auch gut ist, dass Gott sofort heilt und sofort etwas macht. Und dann gibt es andere Situationen, wo es auch gut ist, dass es ein gewisser Prozess ist und eine gewisse Zeit dauert. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich bin vor, ich glaube, 11 Jahren mittlerweile mit Diabetes diagnostiziert worden. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich verstehe es nicht. Ja. Und ich habe so viele Leute haben schon für Heilung gebetet und es ist nicht passiert. Travis hat vor 8 Monaten einen Schlaganfall gehabt. Genau. Kein Herzinfarkt, einen Ja, Schlaganfall. Ich habe Herzinfarkt die ganze Zeit gesagt. Genau. Einen Schlaganfall gehabt vor 8 Monaten und heute steht er in Zürich. Also der Hammer, was also genau. Gott kann. Aber das wirft schon Fragen auf, oder? Voll. Das kann schon einem, und da glaube ich, das ist auch der Punkt, entweder macht einem Anfechtung härter und dann versuchst du eben von dir aus zu produzieren, was du eben nicht kannst, oder? Diese Freude oder was auch immer. Oder fängst an, religiös zu denken, wie ich vorhin gesagt habe, ja, ich muss jetzt halt, das ist halt mein Rucksack, whatever. Oder aber du wirst weicher. Du wirst weicher in dem. Weil das macht doch etwas mit dir, da bin ich 100%ig sicher, weil ich war auch in der Message am Sonntag und ich habe so viele Leute um mich herum gesehen und ich habe mich wirklich gefragt, hey, wie viele Leute strugglen jetzt gerade mit eben irgendwelchen Anfechtungen, sei es körperlich, seelisch, finanziell. Und das ist krass, oder? Man mag das der Person von Herzen gönnen, die auf der Bühne steht und das als Ermutigung, als Zeugnis bringen kann, aber es löst trotz allem etwas in dir aus, wenn es dich betrifft. Ja, und was ich sagen muss, selbst dieses, fokussiere dich einfach auf Jesus, ist auch so ein Satz, Genau. der häufig einfach so, was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet das überhaupt? Und ich hatte einen Moment dieses Jahr gehabt, weil meine Frau und ich Anfang des Jahres haben uns dafür entschieden, die Bibel zusammen durchzulesen, also durchzuhören. Wir hören es also separat, aber wir machen es quasi über die Bible-App, gibt es ja so einen Jahresplan, den wir jetzt quasi machen. Und ich habe gemerkt, dass das einen riesen Unterschied für mich gemacht hat. Einfach zu sagen, hey, ich möchte mir jeden Tag einfach Zeit nehmen, diese Bibel mir anzuhören. Und ich habe nicht direkt von Anfang an gemerkt, dass das der Riesenunterschied war, aber so nach einer Zeit, so nach einem Monat oder 2, habe ich auf einmal gemerkt, hey, ich gehe in Situationen ein bisschen anders rein. Und ich merke irgendwie, dass mein Herz ein bisschen weicher geworden ist und dass Gott anfängt, Sachen in mir zu verändern. Und
weil ich finde es immer schwierig, wo fange ich denn an, wenn ich jetzt sage, okay, Ja. ich möchte mich mehr auf Jesus fokussieren und Ja. ich möchte ihm Ja, die genau, Situation, genau. wo fange ich denn Ja, überhaupt genau. an? Und für mich war dieses Bibel durchlesen oder das Durchhören, war jetzt nicht so ein revolutionärer Moment, wo ich so gedacht habe, das wird mir helfen. Aber ich habe einfach gesagt, es ist gut, das zu machen und langsam habe ich gemerkt, dass auch es in dich meinem Herzen, verändert. dass es mich auch verändert. Aber genau eben das Herz, oder? Das ist jetzt wieder das, was du auch gesagt hast. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz, weil daraus fließt das Leben. Und genau das, womit wir uns füllen, hören, voll. schauen, füllen, Voll. das sprießt dann aus uns heraus und Ja. das verändert. Und Ja. das ist einfach so cool. Und also wenn jetzt jemand dafür betet, dann Voll gerne. bitte du. Ja, voll gerne. Jesus, du kennst jede einzelne Situation, du weißt, was gerade bei jedem Einzelnen gerade dran ist. Du weißt, was in meinem Herzen dran ist. Und Jesus, ich finde es so genial und so krass, dass du nicht nur weißt, was in jedem Einzelnen vorgeht, sondern du möchtest auch diese Zeit investieren, um uns an die Hand zu nehmen und mit uns gemeinsam durch diese Situation durchzugehen. Und deswegen bete ich jetzt gerade einfach ganz bewusst nochmal Weisheit und eine Offenbarung in jede Situation rein, was jetzt gerade gebraucht wird in der Situation. Weil ich weiß, dass für mich ist es jetzt gerade das Durchlesen der Bibel oder das Durchhören der Bibel und das macht jetzt gerade bei mir einen Unterschied, aber das ist nicht das Richtige für jede einzelne Person, aber du, Jesus, weißt, was richtig ist und deswegen legen wir dir das einfach vor deinen Thron, Jesus. Wir wollen ganz bewusst in deinen Thronsaal kommen und dir diese Dinge vor deinen Thron legen, vor deine Füße legen, Jesus. Ich bete darum, dass von jetzt auf gleich der Durchbruch kommt. Aber wenn er nicht kommt, Jesus, hilf uns einfach an dir dran zu bleiben und mit dir gemeinsam da durchzugehen. Und so wie es in Sprüche steht, dass das, womit wir uns füllen, unser Herz voll ist, dass das auch rauskommt, Jesus. Und ich bete einfach, dass du uns da diesen Durchbruch schenkst, Jesus. Amen. Und ich lese die Bibelstelle Philipper 4, 6-7. Und die spreche ich jetzt wirklich, die proklamiere ich jetzt über uns alle aus. Und ich sage, wir sorgen uns um nichts. Und da kannst du dann auch zu Hause, das möchte ich dich sowieso ermutigen, dass du Bibelstellen nimmst, die Gott dir gibt, in deine Situation hinein. Und dass du dann deinen Namen einsetzt. Weil das macht einen Unterschied, wenn du sagst, ich, Isabel, sorge mich um nichts. Ich kann das sagen, weil es steht, es ist das Wort Gottes und ich vertraue, dass das Wort Gottes eben einen Impact hat. Und einen anderen Impact hat, eben lebensverändernd ist, lebensspendend ist, anders als Worte von Menschen. Natürlich können Menschen auch Worte einem zusprechen, die lebensspendend und lebensverändernd sind. So ist es nicht. Aber also, wir sorgen uns um nichts, sondern wir beten um alles. Wir sagen Gott, was wir brauchen, was ich, Isabel, brauche, was du, Pat, brauchst. Wir sagen es und wir danken dir, Gott. Wir werden Gottes Frieden erfahren. Dieser Friede, den nehmen wir, weil der ist größer als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird unser Herz und unsere Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das sprechen wir aus. Come on. Das nehmen so wir, gut. das nehmen wir, das Receive essen wir, das schauen wir an, das hören wir, da füllen wir unser Herz damit, weil unser Herz füllt wieder unsere Gedanken. So gut. So Mega gut. cool. Ja, und Ich bin begeistert. ich auch. Und ich finde das Bild von Travis einfach, um das nochmal da zu schließen, einfach, dass er einen, ich habe Herzinfarkt gesagt, Nein, Stroke, einen Hirnschlag. Schlaganfall. Dass er einen Schlaganfall hatte und sein Gehirn so in der Form nicht mehr funktioniert hat. Und trotzdem, count it all joy, war das, was aus seinem Herzen rausgekommen ist, hey, das wünsche ich mir für uns. Ja, dass und das der Fall ist, Da oder? kann ich jetzt ein Zeugnis geben, weil, das habe ich auch schon erwähnt, mein Vater hatte auch einen Schlaganfall. Er war 44
Und das ist jetzt aber schon lange her, ist schon lange gestorben. Aber mein Vater war nicht gläubig, oder? Und er war dann 18 Jahre lang, war er geistig und körperlich behindert, im Rollstuhl, inkontinent und hatte epileptische Anfälle. Also wirklich grausam. Und ich bin dann zum Glauben gekommen in dieser Zeit und ich habe natürlich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass mein Vater Jesus kennenlernt. Und dann habe ich immer versucht, mit ihm zu beten, dass er doch Jesus in sein Leben einlässt. Und das hat dann irgendwann auf irgendeine ganz komische Art und Weise funktioniert, obwohl ich habe ihm vorgesprochen, das Übergabegebet, und mein Vater hat mir irgendwie nachgelallt, weil der konnte nicht mehr sprechen. Und ich habe dann für mich so gedacht, ja, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ja. Oh, come on, das war nicht der Fall. Ja. Weil von diesem Moment an, als mein Vater Jesus in sein Leben aufgenommen hat, hat es etwas in seinem Herzen gemacht. Und das war so krass. Das war sichtbar, weil vorher, wenn ich mit ihm beten wollte, ist er mir im Rollstuhl entweder eingeschlafen oder davongefahren. Das ist kein Witz. Als er dann das Übergabegebet gemacht hat und ich den Namen Jesus gesprochen habe, hat er angefangen zu singen. Und das kam aus seinem Herzen. Das ist krass. Ja, krass. Und das einfach zu sehen, eben, dass wir uns um nichts sorgen sollen, sondern wirklich Gott einfach bitten sollen, hey, hilf mir in dieser Situation, weil das war für mich auch eine Anfechtung. Zu sehen, wie mein Vater leidet, ich ihm nicht helfen kann. Ich lese aber in der Bibel schwarz auf weiß, was Jesus getan hat, und ich kann es nicht. Logisch, ich bin ja nicht Jesus, aber oder? Und dann So zu gut. sehen, So gut. diesen Unterschied, was es eben ausmacht, wenn du Jesus hast oder nicht. Und das ist für mich der lebendige Beweis dafür, dass ich mich um nichts sorgen muss, sondern Gott bitten kann. Und er wird es auf seine Art und Weise uns zuteilen. Nicht so wie, weil ich habe mir gewünscht, dass mein Vater gesund wird. Ja, voll. Aber er hat es geführt, dass mein Vater ihn kennenlernt. Ja. Und da komme ich jetzt auf die Ewigkeitsperspektive. Ja. Weil ich denke, das möchte ich auch irgendwie wie noch anteasern. Hey, eben, wenn die Situation hier auf Erden nicht optimal wird, sondern immer noch suboptimal bleibt, eben nicht an Gott zu zweifeln, sondern voll. weiter einfach in meinem Herzen zu glauben, zu festigen, was die Bibel mir verspricht, und dann aber eine Ewigkeitsperspektive zu entwickeln. So Wie kann ich das machen, Pat? Du bist Pastor, du Ja. weißt das. Ich bleib dabei, dass ich glaube, dass es mit dem zu tun hat, womit wir uns investieren. Und dass, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive immer wieder in unser Herz reinbringen, immer wieder glauben, hey, es geht nicht nur um die 80, 90, 100 Jahre, die wir hier auf Erden sind, sondern dass es darum geht, hey, dass wir in die Ewigkeit uns investieren, dann fülle ich auch mein Leben mit dem, was Jesus gegeben hat, oder? Und dann füllen wir unser Herz damit, und das ist auch das, was dann letztendlich rauskommt. Ich finde es krass, die Story mit deinem Dad, das ist Wahnsinn, weil das einfach bedeutet, dass Jesus unser Herz verändert, Voll. egal in welcher Situation, was so cool ist zu sehen. Wenn wir aber an dem Punkt sind, wo wir wirklich aktive Entscheidungen treffen können und sollen, dann glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, hey, wir haben diese Ewigkeitsperspektive, weswegen wir eine Freude haben dürfen, die weit über das Leben hinausgeht und auch über unsere Situationen hinausgehen. Also, dass ich Diabetes habe, damit kann ich leben. Ja. Also plump gesagt, damit kann ich leben, auch bis zum Lebensende. Ja. Ich weiß, dass Gott mich heilen kann, aber in der Ewigkeit werde ich es nicht mehr haben. Und das ist auch, okay. Und ich weiß auch, dass Gott die Wünsche, die ich im Herzen habe, dass er die erfüllen kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, ich trotzdem diese Ewigkeitsperspektive einfach haben darf. Finde ich eine sehr, sehr schwierige Balance, das wirklich gut in unserem Leben auch umsetzen zu können. Aber es ist eine Ewigkeitsfreude und nicht eine menschliche, irdische Freude.
Ja. Und die können wir uns auch wiederum nur schenken lassen, oder? Wenn wir verkrampft darauf sind, hey, ja, es ist dann irgendwann vorbei und überhaupt, dann wird es nicht funktionieren. Aber eben, wir können uns das schenken. Und das ist lassen. diese Vogelperspektive, die, Ja, glaube ich, genau. kommt, wenn wir uns wirklich auf Jesus Ja. fokussieren. Also was auch immer das jetzt bedeutet. Wir haben drüber geredet. Ne? Also für mich ist es jetzt in der Season, in der wir im Moment Genau. sind, ist es für mich wirklich durch die Bibel durchzulesen. Vorher war das was anderes, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt andere Dinge, die, oder immer wieder andere Dinge, aber diese Vogelperspektive zu bekommen, dass Gott unsere Situation in der Hand hält und wir nicht krampfhaft, okay, ich muss jetzt Freude haben, sondern dass diese Freude wirklich kommt, weil Gott sie uns schenkt. Ja, genau. Und hier möchte ich einfach zum Schluss nochmals eine Bibelstelle vorlesen aus Kolosser 3,2. Das ist das, was du jetzt eben gesagt hast, zusammengefasst im Wort Gottes. Mega cool. Ja, richtet eure Gedanken oder wieder, ja, wir richten unsere Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht oder uns zu bieten hat. Hey, ja, ich denke, wir müssen hier einen Punkt machen, Super, oder? das Wir ist super. sind schon... Ja, Ja, ist super. Ist super. oder? Ich finde es cool, was im Chat ist auch mega viel gegangen. Ich liebe das immer wieder zu sehen, wie Menschen sich einfach wirklich Auch investieren, auch im gegenseitig Chat. ermutigen, Hey, oder? voll Mega und cool. füreinander So beten. eine Und coole so Community, gell? Cool. Ist es Mega. wirklich, ja. Hey, ja, wenn du Fragen hast oder wenn du dich melden möchtest, wenn du dich connecten möchtest mit uns, wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich einfach unter icf.ch/gebet oder /connect, genau. Und ja, wir möchten uns von Herzen bedanken, dass du heute mit uns dabei warst. Wir hoffen, wir konnten die Message von Sonntag mit dir zusammen vertiefen. Wir hoffen, wir konnten dich ermutigen und wir wünschen dir eine sensationelle Zeit bis in einer Woche. Danke vielmals und Danke dir, Isa. danke, tschüss. Ciao.